Gespenstergeschichte. Der Mark Twain, das ist der Dichter, der Tom Sawyer und der Huckleberry Finn geschrieben hat einmal in der grössten Stadt von Amerika, in New York, in einem alten Haus ein Zimmer gemietet. Der Oberstock ist jahrelang nicht bewohnt worden. Und als er in der ersten Nacht in sein Quartier hochgeklettert ist, sind ihm überall Spinnenhuppeln ins Gesicht geschwebt. Es hat ihn geschudert. Und er war froh, als er endlich in seinem Zimmer gestanden ist und konnte die Türen zumachen. Gott sei Dank brennt da ein Feuer im Schmine. Da in dem Stegenhaus ist es wirklich unheimlich. Jetzt kann ich zuerst noch ein bisschen hier sitzen, bevor ich ins Bett schlafe. So ist er dort gesessen, etwa 2 Stunden lang, und hat gehört, wie der Regen ans Fenster klatscht und der Wind ums Haus heult. Als das Feuer abgebrannt war, ist er ins Bett geschlafen, hat die Decke bis zum Knie aufgezogen und ist eingeschlafen. Auf einmal ist er verwacht. Es war totenstill im Zimmer. Aber es hat jemand an der Bettdecke gezogen. Immer mehr ist sie gegen das Fussende runtergerutscht. Vor Schrecken hat es ihm den Schnuff verschlagen. Ohne sich zu rühren hat er gewartet. Dann hat er mit einem Ruck die Decke gepackt und sie über den Kopf gezerrt. Und wieder war es totenstill. Aber da fängt es wieder an zu ziehen an dieser Decke. Zuerst wenig und dann immer stärker und stärker und stärker. Es hat richtig gerissen. Er hat die Decke loslassen. Vor Angst hat er gestöhnt. Und jetzt kommt als Antwort vom Fußende ein anderes Stöhnen. Und jetzt hat er schwere Tritte gehört im Zimmer, wie von einem Elefant. Die Schritte sind zur Tür an, dann zur Tür raus, ohne dass sich die Tür bewegt hat. Bretter auf dem Boden haben geknarrt und die Schritte sind immer leislicher und leislicher geworden. Dann war es wieder still gewesen.